Vorstadthäuser waren bis über die Fenster im üppigen Blütengewirr ihrer kleinen Gärten versunken. Das verflochtene Dickicht aus Gras, Unkraut, Grünzeug und Disteln lodert im Feuer des Nachmittags. Das Schlüpfen der Jungen, wahrhaftiger Scheusale. Was Form und Färbung betraf, war auch für mich eine überaus spannende Prozedur. Schon ein paar Wochen später, wenn die blinden Lebensknospen zum Licht hin aufgebrochen waren, füllten sich die Zimmer mit dem farbigen Geplapper und dem flirrenden Gezwitscher ihrer neuen Bewohner. Vielen Monaten Abwesenheit gegen Ende des Winters frühmorgens in einen dieser halb vergessenen Trakte gegangen und war erstaunt, wie diese Zimmer aussahen. Aus allen Fußbodenritzen, von allen Simsen und aus allen Leitungen schossen dünne Triebe hervor und durchdrangen die graue Luft mit ihrem flimmernden Spitzenbesatz filigranen Blattwerks, einem durchbrochenen Treibhausdickicht, erfüllt vom Wispern, Glitzern und Gaukeln eines unechten und glückseligen Frühlings. Um das Bett herum waren Gruppen zierlicher Bäume. Sie stoben hinauf in leuchtende Kronen. In diesem Blättergewirr entfalteten sich riesige weiße und rosa Blüten. Ich war glücklich über das unverhoffte Blühen, das die Luft mit flimmernden Rascheln und sanftem Säuseln erfüllte und das wie buntes Konfetti durch die dünnen, spärlichen Zweige. In einem milchigen, falschen Tag, weit nach Mitternacht. Alle Sterne hatten sich auf die andere Seite gedreht. Die Luft zum Atmen war leicht geworden und schimmerte wie silberne Gase. Es duftete nach Veilchen. Ein Kutscher beugte sich von seinem Bock. Fahren Sie mit, junger Herr? Die Leichtbehelter setzten sich in Bewegung. Ich habe nicht gelogen. Mit den Kakerlaken, das stimmt, das weißt du doch selber noch. Ich erinnerte mich sehr wohl an die Invasion der Kakerlaken. Mein Vater hatte damals schon die Abwehrkraft eingebüßt, die gesunde Menschen vor der Faszination des Grauens bewahrt. Den ganzen Tag über hielt er sich in Hecken, in Schränken oder unter dem Federbett versteckt. Ich sah ihn spät nachts im Licht einer auf dem Fußboden stehenden Kerze. Mein Vater lag nackt auf der Erde, übersät mit den schwarzen Flecken seines Totems, besessen von einer faszinierenden Aversion, die ihn ins Innerste ihrer verschlungenen Wege gezogen hatte. Mein Vater schob sich mit den vielgliedrigen, komplizierten Bewegungen eines seltsamen Rituals vorwärts, indem ich mit Entsetzen die Imitation des Zeremoniells der Kakerlaken erkannte. Mein Vater hatte sich in eine Kakerlake verwandelt. Trotzdem, ich bin mir sicher, dass der Kondor er ist. Który w oczach